So, schöne gute Morgen, alle guten. Ich proposiere, dass wir vielleicht schon mit den Generalitäten aufhängen, weil wir nach 20 Partizipanten, die werden an den nächsten Minuten bei uns stoßen. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich hoffe, ihr seht mich. Mein Name ist Paul Götzinger. Am vom Centre de Compétence Digital Handwerk begleite ich durch einen heutigen Webinar zum Thema Neustart 2021. Ich begrüße dich auch ganz herzlich am Namen von der Fédération des Artisans, die Co-Organisateur von diesem Webinar ist. Mir zur Seite stehen den Dirk Treinen und den Joey Glot von Luxforge, von unseren Klienten, wenn ich so kann, von der Richter Stunde, als Pilotprojekt Digital Handwerk. Partner seit langen Jahren. Wir haben ihnen am Kader vom Neustart 2020 proposiert, für ein Projekt anzurechnen. Sie werden also auch noch ein bisschen davon erzählen, wie das gelaufen ist am Centre de Compétence in den letzten Jahren, und noch mehr spezifisch über das Thema vom Neustart-Projekt. Joey, Dirk, ich weiß nicht, ob ihr wollt kurz Wort sagen. Okay. Gut, lo geht es. Ja, moin, alle Guten zusammen. Gut, ich komme gleich schon ein zum Gespräch, aber ich überlasse den Paul mal das Wort. Ja, immer dann an Details rankommen, vielleicht ein paar Worte zum Auflauf von Haut. Wir haben eine Stunde 4 gesehen, eine halbe Stunde werden wir ein bisschen erzählen. Und wir haben eine halbe Stunde 4 gesehen, für ob Fragen zu antworten. Das heißt, von 12 bis 1 Uhr als Haut die letzte Version. Ab 1 Uhr starten wir mit der französischen Version, wo auch ein guter Part von Leute sich angemeldet haben. Wir gehen nicht an die letzten Details vom Projekt Neustart 2021. Jetzt hilft dann, wenn Fragen zu den Themen kommen. Wir stellen nicht das Projekt an den großen Linien 4. Luxforge stellt sein Projekt 4 sowohl am globalen wie eben auch was das Neustart-Projekt anbelangt. Die hat innen eine kleine Chat-Funktion, zeigt also nicht für uns über den Chat vom Zoom. Das kann auf Meinung sein, kann auch to everybody sein. Fragen ranzuschicken, die mir dann während unserer Intervention los rausfiltern. Das war wir halber eng aufhängen beim Vor- und Antwortspiel, dass wir da schon verschiedene Fragen haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr also auch gerne nur im Webinar über die Mail Fragen rausschicken oder uns kontaktieren. Den Webinar von heute wird abgeholt. An den Enregistrement davon an Sliden, die mir ich heute weisen, könnt ihr an der Podium am Site sowohl von der Fédération des Artisans www.fda.lu wie am Site vom Centre de Compétence Digital Handwerk gesehen. Jut auch innen, wenn ihr guckt, Reaktion. Ich gebe euch mal einfach Fragen, wer von euch schon das Centre de Compétence Digital Handwerk kennt. Wenn ihr es kennt, gibt auch Reaktion, erschickt also ein kleines Smiley. Da hat man gesehen, wie von euch schon entweder am Kontakt wäre da ist oder schon irgendwie von uns reden. Einfach in eine Reaktion. Ja, tipptopp. Also, ich gebe so den Bekanntheitsgrad vom Centre de Compétence Digital Handwerk als ganz okay, aber vielleicht noch ein bisschen verbesserungsbedürftig. Und sowieso nur dieser Session werde ich dann die nächste Kehr dann auf einen kleinen Smiley klicken. Vielleicht ein paar Worte just an der Intro über das Centre de Compétence Digital Handwerk. Gegründet und aktiv seit 2017.
eine Initiative von der Fédération des Artisans zusammen mit dem Centre Kompetenzen Parachèvement à GTB, mit massiver Unterstützung vom demoligen Direction des Classes Moyennes am Ministère de l'Économie, was schon heute ein eigenständiges Minister ging, als Amt von Lux Innovation. Das ist ein GIE, den eigentlich als Aktionäre Patron hat, die an den Föderationen von der Fédération des Artisans aktiv sind. Das per se eine Organisation sans but lukrativ, die durch das für Handwerk spezifisch Services am Bereich der Konsultanz strategisch an der Transformation digital können anzubieten. Als Servicer gehen von Konsultanz strategisch Assistance an der Definition von Projets strategiques oder Projets de Transformation digital. Wir haben eine Vitrine d'Excellence aufgebaut, wo wir 50 bis 60 Solutionen digital abgelöscht haben, die wir nicht mehr können weisen, aber wo wir können an die Entreprise gehen, da das eigentlich ein Échange Best Practice, die so Solutionen schon abgebaut haben, für so Real-Life-Situationen mit den jeweiligen Responsablen für den Projekt auch können zu beschwätzen. Aber wichtig ist als Begleitung, die geht von A bis Z. Wir sollen nicht also nicht nur, was da der Kasse machen soll, aber wir begleiten nicht auch am Kader für die richtige Solution herauszusichern, Negoziation mit dem Fournisseur, der Contracting mit dem Fournisseur, an wann gewünscht ist, auch eine Begleitung an die Implementierungsphase von den neuen Solutionen. Wie gesagt, wir sind kein Verkäufer von irgendwelchen IT-Solutionen. Wir bieten eine neutrale und objektive Konsultanz an. Wir haben schon mal so eine relativ große Experience im Niveau von unseren Experten am Akkompagnement für strategische Projekte von der Transformation digital. Wir werden bis bald 75 Projekte in den nächsten 3 Jahren aufgewickelt tun. Wir können also dotieren, wir können hier Stärken und Schwächen, wir können hier also relativ schnell schon orientieren an so die Dotnotie echter Jahr, die Dotnotie echter Nein. An Eis Hauptmotivation, wo man all der abstehen, an Eis Objektiv, als ganz einfach, erst Satisfaktion, und da wir ich können flott Projekte zügig und zum besten Budget mit den meisten schlechten Surprise können aufwickeln. Was mir so stichte für Projekte, das geht von neuen ERP, wobei dort auch mittlerweile eine neue so Methodologie abkönnen findet, wie nehmen ein ganzes ERP zu kaufen, den alles aufdeckt, meist noch ein Core-ERP mit Satelliten-Services, die dann dort konnektiert gehen. Ich arbeite ganz viel an der Kartografie, an der Optimisierung, an der Digitalisierung von Prozessen, was ein ganz wichtiger Levier de Performance an den Entreprisen ist. Wir können als IT-Infrastruktur gucken, die da hat. Wir können da Rekommendationen machen. Wir können noch gucken, wann der will, mehr stark mobile Devices ersetzen, wie das kann abgebaut gehen, wo ich da vielleicht muss dann auch aufpassen am Bereich von der Security-Informatik. Vielleicht auch ein Aufbau von neuen digitalen Kanälen hin zum Client, etc. etc. Das ist nun eine große Varietät von Projekten an den nächsten Entreprisen, an ganz viele Sektoren und Branchen schon abgebaut, und bringen die Erfahrung mit, für also ganz zielstrebig mit ich können ein Projekt aufzubauen. Vielleicht einen kleinen Überblick über die Tour von unseren Klienten. Wie war die dort herausgesicht, dass wir ein bisschen zu weisen, es gibt viele verschiedene Sektoren, es gibt Großklienten, es gibt Kleinklienten, für die wir geschafft haben. Und ich meine, das ist schon auch wichtig, hier am Kader vom Projekt Neustart 2021 gibt eigentlich keine Distinktion mehr zwischen kleinen, mittelgroßen und ganz großen Entreprisen. Also die Programm schwätzt alle guten Entreprisen zu Lützeburg an, die eine Autorisation kriegen vom Ministère de l'Économie und vom Ministère des Classes Moyennes. Alle als Experten schwätzen Lützeburg, Deutsch, Französisch und Englisch und kennen eigentlich auch den Lützeburger Marché ganz gut. Vielleicht so viel mal einstweilen zum Centre Kompetenz Digital Handwerk. Das Sujet von heute als Projekt Neustart 2021, den am Januar des Jahres von unserer Regierung auf Platz gesetzt wurde. Wichtig ist dabei zu betonen, dass es schon ein Vierleferprogramm gab, Neustart 2020. Wir kommen dort noch ein bisschen zu schwätzen.
Da haben wir auch schon Projekte rangereicht, an 100% durchgekriegt. Also wir haben eine relativ große Erfahrung mit dem Framework Neustart, weil der Neustart 2021 diese paar kleine Detailer sich nicht wesentlich unterscheidet von dem, den wir kannten 2020. Das ist eigentlich ein Fit für Pandemie, also die soll eigentlich Entreprisen, Groß-, Mittel- oder Klein helfen, die 2020 stark impactiert wurden von der Pandemie. Und dafür ist auch ein Kriterium, der ganz wichtig ist, um präalabel zu prüfen, für eligibel zu sein für ein Neustartprojekt, muss dir an der Referenzperiode April bis Dezember 2020 15% meiner Chiffre d'affaires gemerkt haben, während der nämlich der Periode 2019. Wenn wir den Kriterien nicht erfüllen, dann können wir auch nicht über das Neustartprojekt eventuell für euch schwätzen oder mit euch darüber an Gespräch kommen. Ein zweiter Aspekt, den ganz, ganz wichtig ist, dass die Dossiers bis spätestens mit so einem offiziellen Stichdatum als 1. Juni 2021 müssen sie um Guichet.lu abgeladen sein. Das Programm Neustart 2021 ist ganz klar eine einzigartige Opportunität, mit die relativ sicher nicht verlängert wird gehen. Wir brauchen an der Regel 2 Monate für ein komplettes Dossier aufzubauen. Wir brauchen auch die Zeit für ein Administrativdokument zusammen zu sichern. Also wenn ihr daran denkt, für ein Neustartprojekt aufzubauen oder wenn ihr euch vorstellt, zeigt nicht, für uns zu kontaktieren. Wir waren nicht geliefert, guckt, ob ihr nicht für dich könnt, mal formell oder informell gucken, wie eben mit dem Delta am Chiffre d'affaires zwischen 2019 und 2020, April bis Dezember, ausgeseit. Da können wir nämlich relativ schnell und zügig um die Projekte gehen. Selbstverständlich, wenn du nicht eligibel wird, gibt aber flotte Projekte d'Entreprise, und die sind ein PME, also Männer wie 250 Employeen. Da können wir auch mal gucken, wie ihre Projekt ausgeseit, aber was für ein anderes Programm denen oder Subsidien eventuell auch für ich könnten aufkommen. Voilà, ich gebe dem Dirk vielleicht kurz rübergehen, dorthin, wo die über Luxfrosch kann zählen. Voilà. Mein Name ist Trein Dirk, ich bin Geschäftsführer von der Firma Luxforsch, ganz im Norden von Lützeburg, und wir beschäftigen ca. 80 Mitarbeiter. Tätig sind wir Stahlbau, darunter Balkon, Treppe, Geländer, und an Eisen interne Prozessen haben wir ein technisches Büro, eine Produktion, Beschichtung und auch die Montage, was halt auch viel mit Prozessor zu tun hat. Während der Krise 2008 haben wir uns viel Gedanken gemacht, wie wir mehr Arbeit lesen können, ohne immer mehr Arbeiter anzustellen. Und deswegen sind wir seit 2010 NRW für kontinuierlich als Prozessor, als Organisation und auch als Struktur zu verbessern. 2013 wurden wir da belohnt durch mit dem Prix d'Innovation, wo wir ganz aufgestockt waren für unser Lean Management und der Kommunikation. Und bis heute sind wir wirklich dran an Schaffen für als Struktur, Organisation, als Prozessor immer zu optimisieren, für das Beste rauszuholen, ohne dick müssen zu investieren. Und wie sind ihr zum Neustartprojekt 2020 gekommen? Wie hast du das aufgelaufen, Dirk? Ja, also 2018 hatten wir mit dem Centre de Compétence ja halt den ersten Pilotprojekt gemacht, Digitales Handwerk und Digital Skills Bridge, wo wir auch ganz gute Erfahrungen gesammelt hatten, und durch die News, die wir dann quasi immer durch den Centre de Compétence kriegen, sind wir natürlich direkt an die Infos kommen und waren wirklich interessiert. Dadurch haben wir dann den Kontakt mit euch abgeholt und konnten, denke ich mal, die ehemalige Opportunität, die Datei noch darstellt,
direkt erkennen und haben unser Projekt auch so durchgesagt Mitte Dezember will. Ja, ich meine, bei ist doch relativ schnell gegangen. 2020, just als Erinnerung, haben wir das nächste Projekt noch eher der 40 Stunden bewilligt gekriegt. Am Gesetzestext, an den Reglementen über den Neustart 2021 sieht die Regierung, dass für die Projekte, die bis den 1. Juni hergereicht gehen, dass eine Antwort positiv oder negativ vorliegen soll, eigentlich bis den 1. Juli. Als Erfahrung, du kann nicht mal teilweise nicht lange dauern, wann nach Rückfrohe sind, die hauptsächlich am Bereich liegen vom Kofinanzement, von dem Teil, der nicht subsidiert gibt, wird die Entreprise die nötigen Moyen, Reserven, freie Cashflow oder wird sie einen Bankpartner, den das kann finanzieren. Das ist also typischerweise die Frohen, die durch Gestalt gehen, und nicht aus dem Dossier ganz klar hervorgeht, wie das der Fall ist. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, den Plattform von Aid non remboursable, die da können kreieren, die liegt bei 800.000 €, mit einem Taux maximal von 50%. Das heißt, wir kommen nun kurz auf die unterschiedlichen Stufen zu schwätzen. Wir wenn dir ein Projekt d'Innovation gibt machen, den an einer Größenordnung von 1,6 Millionen gibt leihen, da könnte ich 800.000 € sicher gehen als Aid non remboursable. Funktioniert aber so, dass der Verteidigt muss an einem Dossier abgezählt und was er will machen. Die muss am besten noch schon devien haben, wann du Fournisseuren mit abtauchen. Die muss eigentlich nur Bandkommanten an bezahlte Rechnungen ranreichen, für dann semestriell die Konten ranzurichten an das Ministerium, für dann löser an den Genuss von den 800.000 € zu kommen. Es gibt einen kompletten, vielleicht teilweise sogar komplexen Framework, Neustart 2021, angefangen mit Projekt d'Innovation. Das können Projekt d'Innovation am Bereich von Prozessoren sein. Das heißt, dass man nur der Prozesskartografie eine Optimisierung von den Prozessoren machen oder eine Digitalisierung von den Prozessoren machen. Was man ganz oft gesehen haben an den Prozessoren, dass es sich entweder um eine Zentralisierung vom Achat handelt, am Verbund eventuell mit Logistik, am Gestion von Stocken, ganz oft Planifikation von den Equipen, die rüber kann gehen auf eine Digitalisierung, etc. etc. Das heißt, das am Bereich der Prozesse und dann gekoppelt ganz oft mit einer Logik von Organisation, wofür wir vielleicht Departementer geschafft haben, die zentral unterstützt sind von einem Finanzdepartement, einem Marché und so weiter, die aber nicht hier eigene Planifikation finanziell gemacht haben, wo wir da können gucken, als die Organisation nicht vielleicht so einen Weg für Errichtung von Business Uniten umgebaut zu gehen, und ein Responsable von Business Unit, die dann noch zuständig ist für die Erreichung von finanziellen Kennziffern. Das sind typischerweise Projekte, die dann auch mit einem maximalen Taux Genogrößenordnung von Firma können mit 50% mit Zuschuss gehen. Dann haben wir eine ganze Würde von Developmentsprojekten. Was ist ein Developmentsprojekt? Die will den halt beikaufen für eine Extension von ihrer Aktivität Ökonomik zu machen oder die will den Gebäude umbauen, die will eventuell auch neue Maschinen an das Gebäude ransetzen. Du hast so, dass eine Rangakquisition von Maschinen, haben wir gesehen, 2020 ist ein bisschen schwierig. Wir wollen am Verbund sind mit einem neuen Gebäude, aber mit einem Digitalisierungsprojekt, was Prozesse anbelangt. Da kann ich so ein hybride Projekt machen zwischen Projekt d'Innovation, Prozesse und ein Developmentsprojekt, wo ich dann ein bisschen die Plattform von den Tour kann an Luft kreieren. Dann haben wir des Weiteren noch zwei Elemente dabei. Wenn die Regierung entscheidet, für ein Developmentsprojekt zu machen, die baut ein Gebäude und die geht mehr weit, wie das, was legal geschrieben wird, im Bereich von der Energieeffizienz. Da könnt ihr für den Teil von der Energieeffizienz nach ein Add-on
von einem Todet kreieren. Oder die geht mir den Fall ganz oft bei den Baufirmen, die eventuell eine Karriere haben oder Konkasseuren haben, für Betonstallen zu Abfallmaterial zu transformieren. Das ist typischerweise das Prinzip von der Ökonomie zirkulär. Das heißt, wenn die Equipmente modernisiert, kann also nicht nur ein Projekt Development daraus machen, aber kann auch ein Todet supplémentaire am Bereich von der Ökonomie zirkulär durcheinander haben. Wir haben bei uns am Centre Compétence echt generisch Experten, wir schaffen mit Experten zusammen, die sich genau am Bereich von der Energieeffizienz und am Bereich von der Ökonomie zirkulär auskennen. Also das sind dann macht die komplexen Projekte, wahrscheinlich auch die, die dann am meisten von den Eden können profitieren. Also das ist nicht ganz so einfach, für sich durch den Dschungel von den Eden durch zu kämpfen. Wir haben mittlerweile eine große Erfahrung am Aufbau von den Dossiers, was wichtig ist als Beschreibung, was wichtig ist, die verschiedenen Verbathemen, die müssen am Dossier auftauchen, was wichtig ist, eine genaue Beschreibung vom Projekt selber, die Investimente, die gemerkt gehen, den Incentive für zu sagen, ja, sonst merkt man kein Erdkreis mehr, vielleicht nicht. Plus eventuell das Spillover auf die Ökonomie, dass vielleicht durch neue Arbeitsplätze geschaffen gehen, etc. etc. All das sind Elemente, die in einem kohärenten Dossier eben so zusammen fließen los. Und das ist eigentlich Stoff vom Centre de Compétence Digital Handwerk. Die ruft dann, eben als Experte setzt sich mit dich zusammen. Wir klären selbstverständlich, ob da eligibel sind. Wir klären auch mal im Minister, ob da kein Problem ist mit der Situation ökonomisch. Die könnte dazu drohen, dass wir das Projekt nicht geben, durchkriegen. Wir können auf jeden Fall noch schon mal im Minister gucken, was für ein neues kriegt denn dort ein Projekt. Natürlich an der Definitionsphase vom Projekt immer anschreiben und alles reklammen. Schon ein bisschen geguckt, wo man im Minister, ob das so okay ist. Dann helfen wir, das Projekt zu schreiben und dann noch ranzurichten, von den Projekten, die wir 2020 gemacht haben, mir da sogar 2 selber am Guichet.lu rangelegt. Vielleicht auch vielleicht mal so einen Überblick zu gehen. 2020 haben wir Projekt an einem Gesamtinvestitionsvolumen von bald 10 Millionen Euro abgebaut. Wir haben da Edelkredite, die bei etwas mehr wie 2,6 Millionen Euro liegen. Wir haben noch 2 Projekte, die den Gesamtmontant von 800.000 Euro kriegen. 2020 sind wir am Gang im Moment und 4 Projekte zu schaffen, wo wir schon relativ weit avanciert sind. Wir haben auch Platz für andere Projekte abzusetzen. Wir werden echt einmal da schwätzt, wird das vielleicht auch mehr klar für uns aus der Planifikation, wie wir können helfen, dass wir durch die nötige Zeit Budget zur Verfügung haben, für das zu machen. Vielleicht danach auch eine Remarque, wo du dich vorstellst, ja, Centre Compétence, die hilft mir da, wenn mein Projekt nicht durchgeht, dann kriege ich da einen Faktor anzuführen. Wir gehen als Centre de Compétence, no Motto vom Handwerk für das Handwerk, gehen wir Makro-Risiko für euch. Das heißt, wir helfen nicht, den Dossier abzubauen, heranzurichten. Aber wenn eine negative Bescheid kommt, dann kriegt ihr keinen Faktor vom Centre de Compétence dafür gestanden. Wenn wir den Dossier durchkriegen, dann muss man genau gucken, wie die Modalitäten sind. Da haben wir zwei Businessmodelle, entweder die schafft, noch an der Konsultanzphase oder an der Implementierungsphase beim Centre Compétence zusammen. Dann ist das am Budget mit 4 gesehen, da sind wir einfach von den Fournisseuren, die dort taucht. Oder die sagt, wir brauchen just die Hilfe, ein Dossier aufzubauen. Da funktionieren wir mit einer Success Fee von dem Montant von Aid, den dann notifiziert kriegt von der Cellule Interministerielle. Da können wir nur noch mehr im Detail beschwätzen. Ich gebe noch vielleicht dem Dirk zurückgehen. Wie der Thema kann erklären, was Sie genau wollen an Ihrem Neustartprojekt. Das kann schon vielleicht eine Inspirationsquelle sein für andere Projekte, die wir so können aufbauen.
Ja, da sind ich drin. Also nur den ersten Projekten, die wir dann 2018 halt zusammen gestemmt haben und die halt mal Success aufgeschlossen hatte, wo wir dann auch halt relativ gut digital abgestaltet und du haben wir als zusammen evaluiert, dass wir ein Kundenportal, also eine Plattform zur Verfügung stellen für als Klienten, dass sie sich digital als Produkte selber zusammen können stellen. Und den direkten Preis, den direkten Liefertermin für als Produkt, das ist ein ganz großer Vorteil für die Klienten und dann wird sich auch dadurch viel mehr sehr können entscheiden können. Durch das Methode werden wir als Warte natürlich und Luft haben können. Wir müssen auch darauf aufpassen, dass wir nicht mehr mehr verkaufen, weil wir müssen ja auch mehr produzieren. Und dafür sind bei uns und der Projekt auch Maschinen vorgesehen für als Produktion quasi, ich ging mal so ein Drittel Minuoven können zu fahren durch das ganze System. Die Maschinen, die gehen aber nicht einfach gesagt, für mich können sie produzieren. Sie gehen so ausgewählt, dass wir auch digital da, die Systeme auch an Eisen Modeling können verkoppeln mit dem ERP-System, sodass die hautig manuell Prozessor quasi zu 90% automatisiert können gehen. Bei eisende Projekt sind also dadurch nicht nur Softwarelösungen und Hardwarelösungen oder Maschinen und den Raum gestaltet, sondern auch ganz, ganz viel Arbeitsstunden von eisen eigenen Modarbeiter, die eine ganz große Rolle spielen und der Projekt Neustadt Lützeburg für uns. Top, merci Dirk. Joey, du bist schon auch aktiv als Project Manager, sowohl auf dem Projekt Pilot Digital Handwerk wie Neustadtprojekt geschafft. Was für deine Rot und Kollegen, die also nur leisten, wie soll so ein Projekt umgehen oder ein Projekt global für die digitale Transformation? Weil du auch so, sondern Dirk auch, sind Prozesse natürlich eine wichtige Rolle. Es ist immer wichtig, eine genaue Ist-Aufnahme zu machen, damit man immer ganz genau weiß, wo ist man drin. Genauso wichtig ist es, die Soll-Aufnahmen zu machen. Ich muss wissen, wo stehe ich, wo muss man hin. Weil wenn man schlechte Prozess digitalisieren will, dann holt man am Ende auch einen schlechten digitalen Prozess. Ein anderer Punkt, den für die Luxforschung wichtig war, dass wir Systeme auch von die Urfe sind, damit wir auch viel selber draus schaffen können. Und ein Team von engen Programmierer und 2 Systemadministratoren. Du als Beispiel letztes Jahr nur Lockdown muss man natürlich Kosten rauffahren. Wir wollten aber trotzdem weitermachen mit der digitalen Transformation. Und durch das Team war es dann auch möglich, dass wir weitermachen konnten. Und bis dato, also zum letzten Jahr März bis heute, nicht noch 40 von externen Büros gebraucht haben. Das war natürlich auch möglich durch Zautre, auch die ganzen Schulungen, die da möglich sind. Das soll doch die Firma nutzen. Merci, Joey. Ich meine, das war ein wichtiger Punkt bei so hauptsächlich einem digitalen Transformationsprojekt. Wir haben ein Projekt gesehen, wo keine internen Equipen drauf geschafft haben, wo dann ein ERP an einer Größenordnung von 250.000 € gekauft ging. Aber schlussendlich sind all der von Equipen vom Client de Monten und de Fournisseur gegangen, sodass wir schlussendlich eine Größenordnung hatten. Das sind Projekte, die wir nicht begleitet haben, die wir noch rekonstituiert haben, weil man eine Größenordnung von 750.000 €. Wenn wir aber die richtigen Leute intern haben, die auch dann die nötigen Formationen können merken, wie der Joe es da gesagt hat, dann haben wir just einen Bruchteil vom Gesamtbudget von dem, den üblicherweise gebraucht wird, für so komplexe ERP-Projekte anzuführen. Ich meine, wir sind relativ gut an der Zeit. Wir kommen Richtung 12:30 Uhr. Die vielleicht unig für Fragen zu stellen. Also entweder ihr aktiviert Ihr Mikro, sodass Ihr Nummer
an den Numm vun ihrer Firma erstellt dann froh. Oder mir hun noch pur Froen präpariert, weil ganz oft als ein bisschen mit zögerlich an dem Froh-Antwort-Spiel, wenn man lo kein Frohen direkt von ich kreen, da können wir aber pur Frohe mal durchgehen, die wahrscheinlich interessant für ich können sein. So wie ich das gesehen, haben wir im Moment kein Jean-Paul. Salut, ich bin neu Jean-Paul. Ich schwätze überhaupt nicht am Numm von Dussmann, mehr ich von einem Betrieb, den mir persönlich gehört, an dem ich Bovenlo werden weiter exportieren. Denn das Zugang als Transportbetrieb, also auch ein Lettragebetrieb, an dem Lettrage-Domain, also den Enveloppage, an der Lettrage von Gefierer oder von Obstakeln, als eine Branche, die für Reislo wichtig gehen, als wir schon relativ gut Klientel als gezählt, von null angefangen. Wir sind aber nur auf dem Punkt, dass wir muss ein bisschen anders das abstellen, an als Jungen haben eine ganz gute Idee für die Sache, digital zu inhalieren und zu ermauern. Lo ist so, dass ich mit all den Äden, die mir bekannt sind, nicht kann ganz viel aufhängen, weil die Äden einerseits müsste der Betrieb aufgefahren, für das der belohnt ist, dafür an der Kiste ein Äd. Wenn der Betrieb nicht bei Mauer gefahren ist, der Kiste kein Äd, weil wir haben nämlich die Kontra gemacht. Wir haben alles an dem, ich muss dafür aufhängen, wir haben alles an dem Transportunternehmen dran. Und der Transportunternehmen, das hat the Brand Name with Driver, und das ist auch keine spezielle Firma für die Lettrage nachgegründet. Das ist Zukunftsmusik, das will man noch restaurieren. Wenn man an diesem Moment haben wir als Transportfirma nicht draufgefahren, weil wir ein zweites Standbein aufgebaut haben, trotz der Krise. Aber wir haben damals auch Success, also was der Schiffer an die Lut gegangen, an nicht draufgegangen. Weil wir noch nicht draufgefahren sind, haben wir verschiedene Äden, die wir gar nicht kriegen können. Wir mussten agieren, und wir haben, was Scanner geht, wir haben am Lettrage, als der Männer repertoriert, der den Service möchte. Ich kann mit Scanner ganz interessante Sachen machen, und wir sind da am Gangen, alles abzustellen. Ich habe die Scanner bestellt. Ich weiß noch den Modus von den Äden, als immer so, du darfst nicht de Wien leihen und du darfst noch nicht bestellt haben, sonst kriegst du den Remstand und nicht. Es war mir einfach alles zu viel sehr oder zu viel los gegangen. Wir mussten agieren, weil wir mussten den nächsten Monat müssen wir spätestens können aufhängen, wenn wir das da drin gelaufen. Das ist ein größer Projekt, die am Tausch stehen. Wenn wir nicht können agieren, dann ist der Zug durch. Ich bin trotzdem mich bei dem Webinar interessiert und dafür auch beigeschaut, weil ich einfach will wissen, also dann trotzdem möglich für sich da dran zu machen, als das überschaubar auch von den Kosten her, weil wir sind da ein kleiner Betrieb, wir beschäftigen da nicht ganz viel Leute nach dran, also speziell in den dritten Domänen werden wir logisch zu 3 sind, die da dran schaffen, sodass das klein ist, wir wollen doch da nicht als Personalstamm da draußen abrichten, weil das nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass wir rational können schaffen, à la fois was Material angeht, à la fois was der Gaspillage von dem Material angeht, was wir da brauchen für Lettrage zu machen. Also die Folien, die kann man damit rationell verschaffen. Mit kleinen also pur Sachen da dran, die interessant können sein. Ich finde aber noch kein Chiffre, was den Ausgang von der Musik angeht. Ich kann nicht so, wir werden nennen 2021 werden wir da und da leihen. Jetzt sind das auf jeden Fall abgebaut auf viele Ideen, die wir haben, und viel Goodwill, die wir da dran bringen, aber das nicht Konkretes durch. Ich kann nicht so, wenn da Klient, die ging es für 200 oder 300.000 Euro Aufträge gehen, wenn wir das dort hätten. Wir müssen einfach das dort für dich tun, jemand können das lehen. Wir können nicht darauf werden, dass die gelöst wird, die mir dann so auf den Döder weiß ist dran. Ja. Vielleicht, weil du relativ viele Informationen wichtig ist immer, dass den am besten de wie viel oder nicht schon Faktoren, die in erreicht an den Dossier. Das ist eine Negociation, wo normalerweise Fournition aber relativ
flexibel sind. Visuell ist noch kein Projekt bekannt, wo effektiv geguckt wird, ob die Maschine vielleicht schon durchsteht. Das ist natürlich ein Risiko, den immer kann passieren. Projekt Neustart, vielleicht auch zu den Volumen. Ich muss das nicht im Detail nur gucken, mit die Hut unterschiedlich Mindestbudget von Projekten, Genotype von Entreprise. Eine ganz kleine Entreprise leidet eigentlich bei 20.000 €, so die größten, was das Gesamtbudget ist. Bei einer PME leidet bei 50.000 €, bei einer ganz großen Entreprise leidet bei über 100.000 €. Also wir sind halt bei zwischen 80 und 100.000 € investen, ja. Die ich mal wo ich mal gesagt habe, als Betrieb können wir die Wert leisten, weil wir kein Geld kriegen, also die Garantie hast du, das ist nicht das Problem. Das hätte ich doch nicht unbedingt gemacht, muss ich immer lieber gesehen. Da wäre aber schon der Wert, für vielleicht trotzdem sich den Projekt genau anzugucken, wann an Neustart-Kader passt, wenn ich doch 50% sicher gehen, was eben noch flott ist beim Neustart-Projekt, was Kosten anbelangt, die eligibel sind. Du hast sowohl den Invest mit Maschinen, die du verbunden mit einer weiteren Digitalisierung, aber vielleicht muss ich gucken, inwieweit auch die Ökonomie zirkulär kann rafließen. Die hat eventuell Konsultanzfreien, die können eligibel sein, an die hat Saläre von ihren Leuten, die dann auf dem guten Projekt mitschaffen, die dann auch eligibel sind. Natürlich stellen dann eine Pourcentage vom Salär brut, die dann hochgerechnet wird. Was neu ist beim Projekt 2020, die Laufzeit von dem Projekt sind 3 Jahre. Natürlich, ich kann das Projekt an 6 Monaten aufwickeln, ich kann das Projekt aber an 3 Jahre aufwickeln, wenn ein bisschen wie ambitiös ist. Wenn ich noch 3 Jahre aufwickeln, wenn ich noch nicht direkt pro Jahr die nächsten Monate habe, kann ich eben noch dann mein Investimente auf 3 Jahre strecken, was dann noch erlaubt, für teilweise wie ambitiös Projekte zu machen. Ich muss den heute schon komplett hören. Da geht noch vieles dazu, der Betrieb ist klein. Der Betrieb muss aber den Ensemble schon bei denen hören. Also das ist nicht nur der Scanner von dem, wo du gehst, das ist natürlich auch Weiterverarbeitung von dem, was er gescannt hat. Das ist eine ganz Panoplie von Sachen, die dabei nicht kommen. Ja, mit der Toten ist wir haben an der Firma Luxforsch ein ähnliches System mal abgebaut, wo wir zwar dann kein Auto oder was auch immer rauskennen, wo man kann immer hingehen, wir holen Gebäude, Bannen, die Bausen, mit mobile Scanner ab, und die ganz schön digital, die haben runter könnt. Ja. Die ist schon eigentlich ähnlich, weil du gehst von einer Datenvolk aus, wo du dann ein Projekt daraus ziehst, wo du dann musst gucken, wo ich einen Stock mit magnetischer Folie, etc., etc., etc. Vom Prinzip her sind da trotzdem Sachen, die ähnlich sind, auch vielleicht von der Envergure oder das Volumen oder die paar nicht gerade so groß sind. Also du kannst Haus, Jean-Paul am besten, wir machen ein Rendezvous aus, gucken als das Projekt an. Ich werde vielleicht auch mit den Kollegen von Luxforsch an anderen, wie sie das aufgebaut haben, um sicher zu sehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und dann sehen wir, ob das Projekt eligibel ist oder nicht. Wir haben eine Frage gekriegt vom Herrn Schmidt von Meerberg. Das sind eigentlich 2 Fragen an einem Park. Der schreibt, dass er 2020 eine Aufruhr gestaltet hat, aber nach keiner Rückmeldung gut. Wir bei einem von unseren 4 Projekten haben wir Rückmeldung gelegt für 2 Wochen oder so gut. Wenn der wollt, holt Kontakt mit uns auf. Da können wir auch nachfragen bei unseren Kontaktpersonen, wo ein Dossier drin ist und ob du vielleicht ein Problem wo. Dann stellt das froh, ob Ladestationen an Installationen für Elektroautos eligibel sind. Wenn es nicht der mobile Park ist, das heißt, wenn es nicht um einen Fuhrpark geht oder was auch immer, dann ist expressis verbis nicht eligibel. Aber normalerweise Ladestationen, an den Ladestationen die Software, die gebraucht gehen, le cas échéant, etc., etc., das könnt ihr nicht mehr genau angucken, für zu gucken, ob die Elemente eventuell eligibel sind.
So Frohen, die man regelmäßig gestaltet kriegen oder da, wo ich muss oppassen, das ist der Cumul von dieser Aide non remboursable mit eventuell anderen Cadre d'aide remboursable. Wenn die sich gemeldet hat für eine Aide remboursable, dann ist normalerweise das Prinzip den, dass der Montant von der Aide remboursable aufgezogen wird von dem Montant, den der kriegt am Rahmen von der Aide non remboursable. Was mir ist rode, wann der die Suche nach nicht gezogen hat, mein Ministerium zu gucken, dass die Aide remboursable annulliert, schlimmste Fall so remboursiert, weil natürlich für mich mehr interessant ist, wenn der von einer Aide non remboursable von einem Montant von bis zu 800.000 € profitieren, wie von einer Aide remboursable, die natürlich extrem günstig ist. Die müssen dann zurück bezahlt gehen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eng froh, die man oft gestaltet kriegen. Kreloner eng froh ran, kann ich in Eden am Kader vom Fit for Digital mit anderen Eden kumulieren. Dann fährt darüber als Jein. Ihr könnt die Erstphase vom Programm Fit for Digital machen, ist so mal für eure Projekt mehr genau zu determinieren. Wenn ich noch Subsidien sicher gehen an der Implementierungsphase von dem Projekt, da müssen Sie sich entscheiden, ob ihr das über den Fit for Digital Framework machen oder über den Neustart 2020 Projekt. Ja, wenn du schon froh ist, wenn ich schon am Fit for Digital dran ist, hängt davon ab, seid ihr am Gang an der ersten Phase den Voucher 5.000 € den Audit zu machen, oder seid ihr schon am Gang die Implementierung, also die reelle Investition davon zu machen. Wenn die schon über das Programm Fit for Digital lebt, dann geht es ganz schwer, für das rüber zu switchen auf das Programm Neustart 2021. Ein Punkt, den wir vorher schon kurz zugeschwärzt haben, ein Hauptkriterium, ich will nicht tun, dass das bei Herrn Schmidt der Fall war, aber ein Hauptkriterium vom Ministerium, der direkt geguckt wird, hat ihr die nötigen Kapazitäten für das Kofinanzement von dem Projekt zu machen, dass also sogar wenn der 50% kriegt, bleibt immer 50% übrig, oder die 800.000 € oder die Millionen oder die 1,5 Millionen, könnt ihr belegen, wo die Suen herkommen. Auch wenn wir nicht direkt an Dossier schreiben, die vorkommen, das dauert just 2 Wochen, dann immer so leihen, und wir müssen dann darauf können antworten. Natürlich am besten ist dann so, wenn wir direkt auf die Fragen antworten, indem wir die Elemente mit am Dossier behandeln. Also sie wird, kann sich sogar ein Schreiben von der Bank, die sieht, dass sie bereit ist, zu Konditionen X, Y, Z, eigentlich die Projekte zu kofinanzieren. Was daran auch wichtig ist, wir haben schon ein paar Mal eventuell Fournisseur von Maschinen oder anderen Elementen aufgedeiht. Wir brauchen Referenzwerte und wir brauchen auch einen Referenzfournisseur, für ein Dossier zu montieren. Wenn wir aber, wenn wir mehr im Detail rankommen vom Projekt, irgendwann herausfinden, dass es besseren Fournisseur gibt, wie günstigen Fournisseur gibt oder was auch immer, da kann ich da einen Échange gehen mit dem Ministerium für eventuell da können nach der Fournisseur zu wissen oder das Projekt ganz leicht eine andere Nuss zu gehen. Können wir eigentlich froh daran, wie das gesagt, wenn in ein neues Projekt starten, an eine Gesellschaft kreieren, also alles, was Kreation d'Entreprise ist, fällt nicht in den Neustart. Das kann nicht gefördert gehen. Wenn die Entreprise schon mindestens 6 Monate Existenz hat und die baut ein flottes neues Projekt auf,
da kann se quasi eligibel sind für den Neustartprojekt. Mais a priori riecht de Programm det vum Neustart sich echt vun etablierten Entreprisen am Manner lo Starteren oder Start-up Entreprisen für die dann einer Framework gëtt. Für die können du aktivieren. Frohen die morgen oft Gestaltgruten wie gesagt dann aus, wenn ich will eng Neuhall kaufen für eng neue Serviceoffer oder eng neue Businessline oder just eng Extension von einem bestehender oder ich will eng Hall an ein Terrain kaufen für so eine Extension. Dann hast du einfach klar, wenn es ein Extensionsprojekt ist, das eng Hall mit Umbau, mit Errichten, mit Showroom etc. Dann ist das eligibel. Wenn es aber so ist, dass das dann 2 Phasen machen, für dich den Terrain kaufen und da vielleicht an 2-3 Jahren ein Hall bauen, da fällt das meistens in der Spekulation an die Projekte dann auch mit größter Wahrscheinlichkeit refusiert Minister. Das nämlich doch, wenn dir so, ich will just eine neue Maschine kaufen, ich will einen neuen Plotter oder was auch immer kaufen. Wenn das nicht an einem Gesamtpark dran ist, wo man eine Digitalisierung von einem optimisierten Prozessor gucken, wo vielleicht dann noch ein Ersatz von neuer Software, einer neuen digital können, da wird es ein bisschen schwierig für so eine Einzelmaschine oder sogar einen neuen Maschinenpark an den Projekt ranzukriegen. Das ist aber ganz viel eine Sache von Formulierung, wenn wir das präsentieren. Aber wenn wir das verbunden vielleicht mit einer Quick-and-Dirty Prozessanalyse machen, da geht es mehr digest und eigentlich auch mehr einfach für das Projekt die Kassichung durchzukriegen. Fragen, die morgen Gestaltgruten ist, wie kompliziert ist es eigentlich für so ein Dossier aufzubauen? Ich muss zu einer Schande gestehen, dass wir das fertig und letztes Jahr ein Dossier, den wir auch durchkruten, mit einem Volumen von 250.000 €, die Nummer 3D ist abgebaut. Dann haben wir schon für die Klienten am Vierfeld geschafft und wussten wir genau, was wir könnten machen. Und dadurch, dass wir schon ein anderes Projekt präpariert haben, haben wir ein bisschen Blick geholt und assembliert. Durch Bangwash sind wir echt dabei 1 bis 2 Monate. Durch die Phase, wo wir mal genau gucken, wie das Projekt aussehen, dass wir einen allgemeinen Konsens haben, dass dadurch das Projekt ist, dass wir da vielleicht echt das Projekt beschreiben, gucken, dass man den richtigen Achs und Framework rapasst und dass eigentlich als Klient da guckt für die nötig finanziell an Investitionskennzahlen zu kriegen, für dass wir dann auch eine Hausnummer auf das Projekt ransetzen und dementsprechend dann auch eine gewisse Prozentage von Eden aufholen. Ich weiß nicht, ob Seite nach einer frohe sind. Mein Nummer ist Ralf Philipp von der Firma Rinnemer. Ich habe eigentlich froh, der nächste Kriterium wird ja immer gesagt, die 50% Männer vom Schiff der Fair par rapport zu 19. Wie geht das aktuell geguckt über die provisorische Bilanz, weil die fertige Bilanz ist ja mit. Ja. Normalerweise geht ein Schreiben von der Fiduciaire durch. Die sieht Chiffren 2019, April, Dezember mit den Chiffren April, Dezember 2020 vergleicht. Wir gesehen, dass wir da Rücklauf am Chiffre d'affaires von so und so viel haben. Und sobald das bei 15% oder 15,01% bleibt, sind wir eligibel. Mit das ist ein Tiers de Confiance, also ein Comptable oder ein Fiduciaire, die Sturm eigentlich ein Schreibers muss ausstellen.
De van der 2020 wat wahrscheinlich der Fall aus dem Bilan nach net ganz fertig schut, als joch nach méiglich wann bei 14,7% leit oder wat der immer dat vielleicht nach Projekt vun Dezember 2020 eventuell an Januar 2020 können rüberregeln oder wie auch immer du hast also ein klein Flexibilität, die du eventuell huet. Paul, wann soll eng froh an dem Zusammenhang guckt de Minister do ob der Betrieb entretemps eventuell gewusst als oder net, wenn man hun de Fall auch bei anderen Hölfen wo de Betrieb de paar possible kein Leute aufgebaut, eventuell Leute dabei geholt, respektive eng Sukursal weiter opgemerkt huet, also die mischt per la force des choses méi Chiffre d'affaires am Handweg ass dat ganz op direkt 12 vu de Mat da gebunden. Gëtt er ëmgelöt pro per äquivalent temps plein, kann ihn so eng Schien führen oder gucken se ganz strikt Bilan oder per de Profit, that's it. Chiffre d'affaires. Das so wann Diren so eng Gruppe geheiert, muss man eventuell sogar gucken, dat man eng speziellen Departement oder eng Business Unit aus dem Gruppe oder eng Societät aus dem Gruppe gucken, an wir mussten de Gruppe selber enker gucken. Also das ist wirklich ein ganz herden Kriter. Für den Rest sind sie im Minister so relativ flexibel, weil es schon ein Ausnahmsed aus, die heute müssen bewilligt gehen, nur zweimal 2020 und 2021 als extraordinär Aid an der Pandemie von der Europäischen Kommission. Lohn Sie gestern die neue Aid nu gekündigt, da sollen Sie auch Lockerungen per rapport für also alles für die Gruppe geht und so weiter und so fort. Auch die Plafonge geogeht und so weiter. Das ist noch nicht konsideriert. Also wir lehnen d'office immer ein Organigramm vom Gruppe dabei. No? Und wir belehen eigentlich auf zwei Niveaus. Sowohl wir den Fall von einer Firma, die eigentlich eine Ingenieursfirma ist für am Bereich von medizinischen Elementen, die haben ihren Ingenieursbüro zu Lützburg und Produktion an der Belge. Wir lehnen d'office, du sind am Gang, das jetzt schaffen, lehnen wir ein Organigramm vom Gruppe dabei, und wir lehnen d'office auch Zertifikate dabei, sowohl von der Lützburger Firma wie am Cumul von den zwei Firmen, auch vom Aktionariat liegt unterschiedlich ist. Wenn man da eine Person haben, die auf den zwei Seiten auftaucht, irgendwann kommen die vor und zurück, und wir besser antizipieren, dass wir können belegen, dass wir sowohl mit der Variante A eine Firma am Standalone wie auch die Gruppe, die 15% Mannerschiffe d'affaires erreichen. Ja. Weil sonst ist die Chance ganz groß, dass unser Dossier einfach erst im Rennen fliegt. Den Montant von 800.000 € ist normalerweise auch TVA. Auch du denke, Philipp, auch den Montant, den hast du ja gehecht geben. Die Kommission hat für Rouge gehen, also für wer gehen, für 1.800.000 zu gehen. Sodass ich davon ausgehe, dass das Zeitreglement auch werden dementsprechend angepasst gibt. Wir haben im Moment sowohl den Gesetzestext, die vielleicht, ja, wie auch die entsprechenden Reglemente mehr Mention im Moment von 800.000 €. Ja, die 1.800.000, die also ich seit einer Woche überhaupt zu Bresel durch. Und sie als Göster verdicht annonciert gehen, also offiziell annonciert gehen am Kontext von den Äden, alles, was das die Direktion PME kennt. Und ich gehe aber davon aus, weil ich auch verschiedene von den Dossiers mit verschiedenen Leuten geschwärzt habe, die Dossiers en cours haben, dass das generell auch effektiv für die anderen Programme, die alle guten en cours sind, adaptiert gehen. Wir sind sowieso, ich gebe so nicht täglich, mit 2 bis 3 Mal vor, eben mit den Kollegen von der Klasse Moyenne am Échange. Und wir werden auch relativ frei das geworden gehen. Nachdenken ja, wenn wir dann bei Projekten rumgehen, wo wir ein Aid noch remboursable aufbauen von 1,8 Millionen, mit einem Taux
de Subsid von 50%, hecht dat man Projekt aufwickeln sollten für das Maximum von EZK von 3,6 Millionen. Ja. Wir haben an den Projekten, die wir 2020 angerichtet haben, haben wir da zwei, die an so Größenordnungen luchen. Da muss ich dann auch die nötige finanzielle Kapazität tun, für die 1,8 Millionen irgendwie können zu finanzieren und das zu belegen. Also das ist nicht unmöglich, wenn das Logik durchgehen. Ich muss sich immer bewusst sein, dass ich dann auch selber als Entreprise den nötigen finanziellen Spielraum hat. Wohlgemerkt auf 3 Jahre. Ja? Also das Projekt, wenn es validiert wird, und wenn der Logik den 1. Juli 2021 Bescheid gesagt kriegen, dass auch ein offizielles schriftliches Zertifikat zugeschickt wird, mit einem Barcode drauf, wo alles kann retraciert gehen, dann haben wir Zeit bis den 30. Juni 2024 für das Projekt aufzuwickeln. Ja. Und wenn ich da kann auch weisen, wie der Plan de Financement dann aussieht, vielleicht mit einem Teil als ein Free Cashflow, den an den Jahren 2022, 2023 entsteht, dann ein Teil vielleicht ein externes Finanzement, dann gibt das eigentlich schon ein bisschen mehr Flexibilität für dann auch den Montant klug zu kriegen. Ich muss konsiderieren, Paul. Es kann sein, dass der Betrieb ein Purprogrammer NRW hat. Und kommen so mal einfach, es gibt ein Aid remboursable am Kontext von Covid, du kannst den Betrieb bis zu 500.000 Euro Aid remboursable kriegen, die aber mal angerechnet kaufen. An den bislo hat müssen deelweis remboursieren pour autant, wo die Plattform von 800.000 erreicht hat. So kann es so sein, also wie mit der neuen Konfiguration kann es so sein, dass die 500.000 können stehen bleiben und da können denken, so mal 600.000 halt dabei. Das depassiert allègrement 1 Million und Äden. Und du musst dann aber nicht strecken. An der Situation, Mensch, wahrscheinlich als Betriebe am meisten interessant. Ja, im Moment mit der aktuellen Gesetzgebung ist es natürlich so, dass die 2 Äden kumulabel sind. Das heißt, wenn ich ein remboursable angefragt habe von 500.000 Euro und ich kriege 800.000 Euro vom non-remboursable bewilligt, dann gehen die 500.000 Euro aufgezogen und ich kriege 300.000 Euro Aid. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und muss ich ja trotzdem nur gucken, wie schnell sie das dort umsetzen. Ja? Wir haben ein Stichdatum, also wir visieren intern mit einzelnen Equipen und für dass wir alle guten als Dossier fertig schon für Anfangs Mai. Für was visieren wir das? Wenn eventuell nach Rückfragen sind vom Minister oder die Teile müssen geklärt gehen, dann haben wir eigentlich 3,5 Zeit für das zu klären. Und das ist aber nicht von einem Goodwill angewiesen am Minister für zu sagen, hey, okay, du hast das immer Zeit angeregt, schon ein Block Sache gefehlt, richtig danach nur. Nein, wir losen uns die Wacht von 3,5 Wochen, für dann wirklich an die Chance zu gehen, aber für trotzdem dann innerhalb von dem zeitlichen Rahmen dort zu bleiben, so wie vorgesehen wird. Voilà, wir nähern uns dem Ende vom Webinar. Wie gesagt, wir stehen auch nach per Mail oder auch am Telefon zur Verfügung, wenn da schon eine Idee von einem Projekt hat oder einfach, wenn da nach einer Frage oder der nächsten Tag am Auflauf von diesem Webinar kommen. Also Aufruf und ich als Zweck nicht zu lernen, für einfach mal eine informelle Reunion zu machen mit einem von unseren Experten. Und da wissen wir relativ schnell, ob wir mit denen ein Projekt Neustart aufbauen und was wir los kriegt. Und da können wir gemeinschaftlich Decisionen holen, für das zu lancieren. Und dann haben wir die nötige Zeit, eben noch bis Anfangs Mai für das propre Dossier können aufzubauen. Es bleibt mir nur just nach am Namen von dem Centre de Compétence, am Namen von der Fédération des Artisans, für euch alle guten Merci zu sagen, dass ich Zeit geholt habe für diesen Webinar. Bleibt alle gute, gesunder, munter und bis ganz geschwind.